Luxplay. Willkommen bei Herzlich. Salut. War das richtig so? Ja, wozu geht es an Postproduktion? Oh, wie hat man noch nie hatten? Ein gescheiter Beitrag? Ein Lego-Beitrag. Nee. Doch. Oh. Aber wie hat man auch noch nie hatten? Ein Lego-Star Wars-Beitrag. Nee. Doch. Oh. Aber wie weiß, vielleicht gibt das heute sogar ein gescheiter Beitrag. 45 Leveln, 9 Filmer, über 300 Charakteren und hoffentlich sogar unendlich viel Stunden Spielspaß? Ja, an Sachen Zuhlen kann sich Lego Star Wars The Skywalker Saga durchaus blicken lassen. Die Entwickler von Traveler's Tales haben sich nicht gerade die einfachsten Aufgaben zugelegt. Mal einfach so das größte und umfangreichste Lego Star Wars Spiel aller Zeiten herauszubringen. Ja, es wäre auch noch nicht schlecht, wenn das Spiel auch gegen Day One funktionieren und vielleicht sogar Spaß machen. Was muss ich dann noch mitnehmen? Oder haben wir hier mit einem Scheusal zu den zurück an dem Yoda seine Darkseil-Höhle soll verbannt gehen und nie mehr die rauskommen? Von einem Scheusal kann ja schon mal bei der Grafik und der Detailverlieftheit vom Spiel ja schon mal kennengelernt sein. Das ist das bis dato schönste Lego-Spiel überhaupt und erwäscht die bekannten Locations aus den Filmen, an den Leveln und noch den Hub-Areas zu neuem Leben als Baustein. Figuren gehen ganz sandig, weil sie durch Tatooine watscheln, Händler tummeln sich am Nima Outpost rundherum, dann Welt von Coruscant, mit seiner gemischten Panoplie von Drecksack, Lowlives und auch Zivilisten, die zusammenkommen. Visuell kann ihn sich als Star Wars-Fan also definitiv nicht satt gesehen. Grafisch gesehen sind wir schon mal definitiv auf Jedi Master Niveau. Aber was zur Gameplay und Story dann? Bon, Story ist eben der Verlauf von den Filmen und die kriegt an den 5 verschiedenen Leveln von allen Episoden so ein witzig und charmant Lego-Manier erzählt. Die hält sich natürlich nicht so echt und ist voll mit Slapstick und Ironie. Was dem Ganzen noch mehr Pep gibt, als das zwar quasi kein Originalsprecher oder 100 sind, aber wenn divers andere animierte Star Wars Medien wie Clone Wars oder Lego Specials gesehen wird, der wird ganz viel Stimmen immer kennen. Und ja, auch die ach so base Sequels, die jede Rang sin Content geknirwelt und dann an den Sarlacc-Pit geschmissen haben, für do über die nächsten Tausende von Jahren in der ätzender Disney-Seier verdaut zu gehen, machen immens Spaß. Irdisch allerdings lo geschwind eng Armee von rote Lichtschwerter für Menge dir hun, kommen wir da mal zu dem vierrund genannten Gameplay. Das ist die bekannte Lego-Formel, bestehend aus Stein sammeln, Rätsel lesen und kämpfen. Allerdings gouf ein mächtig beigebaut. Die hat an de Kämpfelo e Kombosystem verteefweis un Devil May Cry erinnert, wann ech solo en Jar Jar Binks einfach mal Druiden drop katapultéiert. Okay. Shinderu. Nani? Charaktere mat Blaster können an Third-Person balleren an oder an Deckung goen. Et ginn nees spezifisch Interaktionsrätseln, wie zum Beispiel Konsole bedingen mat engem Astromech-Droid, Charaktere sind durch Klassen angedeelt, wie etwa Scavenger oder Jedi, mat egenem Skilltree, Passage mat Vehiklen, Bosskampf an noch Space Battles, bin noch ein gut Aufführung von dem ganze Getümmel. No de Storyleveln könnt ihr euch natierlech sowohl an der Geschichte, wie auch an den Hubworlds am Freeplay-Mode austoben. Da kann ihr wie gewinnt alle Charakter zu all Zeit nutzen, egal ob du passt oder nicht. Das ist auch paterneidisch, weil es werden über 1000 Kyber Crystals drauf von ihr Fond zu gehen. Die gi geholfen für beispielsweise neue Fähigkeiten zu kaufen. Fannen mäder se an den Leveln, durch bestimmten Aufgaben, Rätseln, durch Sidequests, Minigames. Besonders gut verstoppt sind Datacards, die ihr besonders witzig Features wie den Piu-Piu-Piu-Piu-Mode freischalten. Ihr dürft vergessen, natürlich ist ein Couch-Code mit dabei und der viel verlangte Mumble-Mode ist von Anfang an nutzbar.
Me nur all dem Geschwärms wird Bilder noch sing Dunkelseiten oder sind ich einfach diese verblendete Star Wars Fanboy. Also, die Kamera as an de Kampf heierst du méi op der Seite vun de Gegner an ass net immer optimal platziert. Okay. Nee, du musst filmen. Detail, du. Ball. Ich fand, dass der Flow vom Spiel heernst du durch den Cutscenes oder wie es an Tapworlds liegt und erbrach geht. Und ja, da mit den 1000 Kyber Crystals ist schon ein dick Nummer an. Hätte ich sich echt auf ein Ubisoft-Spiel erwartet, aber hey, es muss ja nicht zu 100% durchstadlen, wenn ich keinen Bock drauf habe. Also das Argument mit, das ist doch viel zu viel einfach, lass nicht gönnen. Sorry ey, das ist ein Lego-Spiel, was hat ihr erwartet? Dass dort Enderland an dann ein Dude mit gölner Rüstung um ein Pferd könnt, an ihr Glanz dann do dra rammt, wo die Sonnimos sich schenkt, an aus ihre Kebab emporté möcht? Ja, nee, sorry, do seid ihr dann falsch. Me, du göttet da ja so ein anderes Rezentspiel, was ihr den Wunsch kann erfüllen, an du göttet kein 1000 Kyber Crystals. Versprach. Alles an engem ass für mischt Skywalker Saga e ganz gelungene Package, den ich genet dat Bit wat trop steht. Die Volllödung Star Wars am Lego-Format. Und ja, gife noch Story-DLCs an Form von Rogue One oder The Mandalorian kommen, schmengen du miesech net zweimal verlieren. An diesem Sinn, may the Force be with you. Wir können doch nicht mehr als No More Heroes 3 Beitrag machen. Den ist schon passé an unserem Previous Episode ist auch schon fertig. Fuck. Kann man nicht irgendein Bullshit-Argument als Marsch zeigen, damit man aber können weisen? Es können für PlayStation und Xbox raus. Aber perfekt. Jules, zähl aus dem Labs dazu. If not, is the Empire striking back or what? Lang hun Fans vum Wii-Klassiker No More Heroes misisten op den neuen Deel vun dieser extrem satirische Schnetzelorgie warden. Bald 10 Joer um zweiten Deel fir d Wii U an um Rezenten e bisssen anderes Spin-off Travis Strikes Again waret dafir 6 Main endlich. Den offiziellen dritten Deel ass do an Froas huet war sech gelohnt. Starte man mat engem klenge Refresher a ginnen Iwerblick. War das No More Heroes? Dir spielt den Travis Touchdown, e Film, Wrestling a Videogame-Nerd, den aus hirgen engem Grund awer och e lasersch Beam-Katana dabei huet, fechten a wrestle kann. Und zum Beispiel am méchen Deel sech mal ebenso iwwerrierde lässt, déi 10 weltweit bestklassiert Assassinen zum Deathmatches rauszufordere fir hireieren Titel, schüst verhene flotten Owen mat Zinger Draufsprach gut falzen Allkampf gewënnen. Und trotzdem wirkt den Travis an dieser surrealer Welt voller komplett verrückter, nach wie von denen wie normale Leute. Die Spielwelt steht kompletter Rule of Cool wie auf Assets, wie sie just dem Kopf vom berüchtigten Games-Entwickler Suda51 entsprangen kann. Dabei wird Fourth Wall so oft gebracht, dass diese Spur kennt, für was Spiel überhaupt noch probiert, eine Geschichte zu erzählen. Charaktere scheinen alle zu wissen, dass sie ein Videospiel sind, schwätzen regelmäßig die Spieler direkt tun und diskutieren und kritisieren Games und Filmklischees im laufenden Band. So auch an diesem dritten Deel ist der Dusköierer Platz zum Assassinen außerirdischer Kämpfer. Nächsten, so fängt Spiel mit einer Anime-Version von E.T. an, just hat heute E.T. ein Drecksagers, den er Jahre mich spät als Space Prince mit seiner Crew auf der zurückkommt, für sie zu annexieren. Just als Schux, auf für seine Überlegenheit zu demonstrieren, fordert die Menschen raus, jener seinen 9 stärksten Alien-Kollegen am Kampf zu gewinnen. Am Hauptplot brauche doch nicht, für das Travis sich schnießt durch eine Rangliste von den 10 stärksten Killer Aliens, alias 10 Bosse kämpfen darf. Das kehrt dann allerdings die Welt zu retten. Well, that's just lazy writing. Hier werdet ihr bestimmt wundern, für was Videoausschnitte von irgendeinem normalen PSP-Spiel laufen, während ich hier schon No More Heroes 3 erzähle. Mal falsch geduld.
Der teuerste Grafik vom funkelneuen dritten Deal, die singen Viergänger leider mehr hiesig treu blieben als wie Muncheregier gehabt. Effektiv, wie schon Viergänger kennt, wird sich direkt dahin führen. Gespeichert wird auf der Toilette. Yep. Muss für all Boss heute ein Schach bezahlt, für den Challenge zu starten. Und zu und dafür sammelt ihr an dem fleißig Nebenbeschäftigungen gemacht. Verschiedene Minigames goufen schon an de Viergänger, also variiere von gewollt langweilig, Wissmeinen bis zu absurd wie Mineraler sammeln, Alarahöhlen oder mit Kanonen auf riesig zweibeiniger Alligatoren schießen. Minigames und Kampfherausforderungen sind quer durch die Semi-Open World vom Spiel verstreut. Da steht in Travis mit seinem einzigartigen Hybrid aus Motto und Podracer düsen kann. Leider ist die Map relativ leblos und gouf mit circa ganzen 3 verschiedene Charaktermodels abgefüllt. Es ist auch ziemlich schnell klar, dass man obligatorischem Geld sammeln, teilweise repetitive Nebenbeschäftigungen und Collectibles die Spielzeit künstlich gestreckt wird. Mehr nicht nervt mehr wie die Cape-Weise und oft viel zu langen Loading-Screens. Schlimmste Beispiel. Ein Minigame nicht gepackt. Loading Screen. Boss-Trick an der Open World. Schweizer im NPC. Loading Screen. Lo Boston ist ein Minigame. Hast du doch beim zweiten Urlaub nicht gepackt. Guess what? Loading Screen. Dat No More Heroes teilweise mehr lang als sicher viel mehr oft Loading Screens wird, wie viel andere Switch Games trotz stark unerlehner Grafik als einfach schappig. Ihr dir aber lo mengt, No More Heroes wäre eine komplette Enttäuschung, gucken wir mal das Game. Zwar kriegt ihr direkt am Tutorial bald de komplette Kampf-Gameplay und den Kopf geheilt, und wie sie nicht so richtig, was die für dich üben soll, mir mit der Zeit geht aus dem ursprünglichen Chaos ein Kampfsystem, dem Balance aus übersichtlich, mir nicht so flach gut gelingt. Der Schwierigkeitsgrad ist am Anfang ziemlich heftig. Und Gegner, die generell viel ausstechen können, auch noch richtig heftig aussehen. Mit nur pur Upgrades und Übung fängt den Travis an, sich gut gegen Tode von Aliens zu wehren. Die schnelle und dynamische Action macht doch beim 100. Kampf noch Spaß. Dabei gouf außerdem die freie Wii-Steuerung und Joy-Cons von der Switch angepasst, sodass an alle Spielmodi die Bewegungssteuerung beim Geschnetzel zum Einsatz kann. Ich habe mich auch über die Präsentation vom Spiel beklagt. Das gilt allerdings nicht für die Bosskämpfe, die mit Cutscenes, oft absurden Intros und individuellen, einzigartigen Gimmicks und Gameplay-Elementen auftreten. Bosse bekämpfen auch schlussendlich den Fokus von der Story und mit gelenktem Spiel all Boss sein eigenen Charme zu geben. Als Bonus startet noch all Bossfight ein Anime-Outro, so als hätte mir eine Episode von einer Serie fertig geguckt. Definitiv Highlight vom Spiel. Come to use it. Loading the DD system. Awakened sister. Schlussendlich gibt es auch ein paar neue Spielelemente, obwohl das Spiel sich am Allgemeinen ziemlich wie die Viergänger spielt. Den Travis hat neuerdings ein Gundam-Style Mecha-Suit, den er braucht, für am Weltall gegen gigantische Aliens zu kämpfen, an den auch kann am normalen Kampf für Kurzzeit als Supermodus freigeschaltet werden. Ganz wichtig für die Cape-Gegner zu packen sind außerdem die neuen sogenannten Death Glove Skills, die zum Beispiel Zeit verlangsamen können oder ein Effing Force Push. Richtig durchschlagskräftig, mir dafür mit Cooldown. Als zusätzliche Hilfe wird noch all Kille Glücksrad gedreht, wo immer die beste Chance kurze Power-Up kriegt, den der Gegner keine Chance lässt. Und sogar wenn ihr selber am Kampf stirbt, wird Glücksrad gedreht und eventuell fängt den dann der Retry mit einem Damage-Bonus oder ähnlichem Avantage an. Es gibt auch nicht viele T-Shirts zu sammeln, die in das Kehr allerdings von einem freundlichen Außerirdischen für allerlei Achievements kriegt. Sozusagen ein Trophäe für uns zu tun. Fazit: No More Heroes 3 ist leider mehr ein Nischentitel, den auf vielen Hinsichten Licht vor allem überholt wirkt. Und sogar die spielerische Stärke vom Spiel finde ich sicherlich bei anderen Games besser inszeniert. Wen allerdings schon immer Fan von Suda51 seiner spezieller Art auf dieser Serie war, wird er nicht enttäuscht. Dir ist Grafik nicht so wichtig und du hast Lust auf einen unkomplizierten Hack-and-Slash mit surrealem Design, wo Game-Klischee nonstop auf Chip geholt gehen und mit einer dicker Prise Retro-Gaming 90s Anime-Flair oben drauf,
Say no more, Heroes 3. Als da vielleicht genau das richtig für dich. What are you? I'm a goddamn superhero. Merci, Monsieur, dass ihr kommen seht. Ich wollte euch gerne präsentieren. Wir haben heute präpariert den Elden Ring Beitrag. Wir haben beste Qualität geholt, wir kein Kaste Bescheid. Und wir haben geguckt, dass wir alle Informationen gesammelt kriegen, wo wir konnten finden. Wir geben uns wirklich drüber freuen, wenn der Kind etwas davon herausfischen, was wir können benutzen für unseren Anmod. Well, the penis joke. Der Penis Joke? Ja, ja. Sicher, wir haben. Well, the penis joke. Michael Zaki. Well, the penis joke. That's what the people want. Penis jokes. Okay. Wir haben den Penis Joke. Dann, merci. Schönen Tag noch. Oi, wann schon dabei bist, bring mir Kaffee. Penis. Der 25. Februar 2022 war es endlich soweit. Für viele Gamer hat liebenere Sinn, das ewig qualvoll Faden hat endlich genannt. Eisener Laser, den Hidetaka Miyazaki, hat Videospielszenen gerettet, bei seinem Magnum Opus wie ein Bomb an die Boutique weltweit angeschlagen wird. Elden Ring. Oh, Elden Ring. Dei Wille geschehen. Entschuldigt, ich wollte so. Nachdem's vom Soft Rezender bei extrem erfolgreicher Serie von Games-Produktionen zurückblicken konnte, haben sie hier das Night-Hype-Spiel released. An Spiel war sogar an de Butiker deweis ausverkauf. An wenn hat man dat schon verlascht. Was natürlich logisch fragt, ist Elden Ring den erhoffte neuen hellege Gral unter den Videospieler? Oder kann es den extrem hohen Erwartungen schlussendlich einfach nicht gerecht gehen? FromSoft wurde 2011 durch Dark Souls unter die ganz renommierte Games Studio gepackt. Und seitdem sind alle großen Titel vom Studio mehr oder weniger direkt auf dem Konzept von der Souls-Reihe aufgebaut. Elden Ring ist hier keine Ausnahme, als Souls-Veteranen werden sich sicher sehr im Ganz daheim fühlen. Das ist noch gut geheescht, der Elden Ring gab's komplett neu. Ja, ich erinnere mich. Das war wirklich Du zu so und dazu. Weil Kenner auf Fans von den Souls Games sowieso nicht auf Ice Review werden warten, für sich das Spiel zu kaufen, aber wahrscheinlich schon ihre lokale Videospielboutique einen Tag vor Release überfall haben, für Elden Ring echter unzocken zu können, gibt es eine kleine Resümee für eventuell Neueinsteiger, die die Souls-Serie noch nicht kennen. Du bist ein kleiner, armseliger Wicht an einer düsterer, feindseliger Welt, wo sie ziemlich alles probiert, dich umzubringen. Und dafür auch meistens nicht mehr wie 2-3 Schläge. Es gibt viele Geheimnisse zu entdecken und hat all Ecken interessante Loot oder halt die nächstdeutlich Fall lauern. Eigensinnige NPCs werden mit undurchsichtigen Quests auf dich, an Magie, Monstern und allerlei anderen fantastischen Wesen sind feste Bestandteil von einer Welt, der hier Geschichte immer extrem kryptischer bruchdeelhaft erzählt wird. Dank irgendeinem Fluch kannst du nur all Dotnis zurück an die Welt, mit wertvollen Levelpunkten, die du brauchst, um mich stark zu gehen, hast du da verloren. Ausrüstung und Waffe kannst du frei raussichern zwischen allem, was du bislang so an der Welt gefunden hast. Dabei können Spieler sich gegenseitig helfen mit Messagen, die sie auf der Map hinterlassen. Du kannst dir Matchspieler online als Helfer beirufen, für zusammen gegen Bossen zu kämpfen. Du kannst andere Spieler zum Duell herausfordern, für Levelpunkten zu gewinnen. Mehr aber auch zu bald all Moment von einer Spieler an dieser Welt haben sie verfallen gehen. Schnell merkt den, dass Dark Souls auch für Elden Ring als Basis gedenkt wird. Ein mittelalterliches Fantasy-Setting voller Drache, Burgen und Gegner mit Ritterrüstung. Check. Ein softe Klassensystem, wo ich vom schwer gepanzerte Barbar mit Riesenknüppel über den klassischen Ritter mit schwerer Schild bis hin zum flinken Assassinen mit Dolch oder ganz ähnlich als Magier oder Kleriker mit Zaubersprüch. Alles ausprobieren und vermischen, wie ihr will. Check. Du könnt dann noch ein Pries Bloodborne dabei mit verschiedenen ziemlich lovecraftigen Gegner und ein Soupçon Sekiro in Form von verschiedenen neuen Gameplay-Elementen, wie zum Beispiel schnelle Waffentechniken und der Spielfigur ihrer Fähigkeit, über kleine Hindernisse an niedrige Griffe versprangen zu können. Auch kann ihn nur schleichen an das simple, mehr effektive Stealth-System von Elden Ring erlaubt, kleine Gegner handelig so zu stierchen und nicht einen Kampf zu verhindern. Wo wir gerade von neu schwätzen, was bietet Elden Ring dann nur wirklich komplett Neues? Nicht ganz viel.
Ja, dafür kommen soll man wirklich alles nennen. Also von Ufang Guckrute mir ha ein komplett op der Welt versprach, die frei bereest gi kann. So gouft Spiel schon am Vierfeld als Open World Dark Souls beschrieben an den Titel passt wie fauscht op da. Weil die Welt von Elden Ring kann nicht just frei erforscht gehen, se as absolut gigantisch. Ich finde so, sie hält einfach gut nicht mir ab. Nee, Peter, kannst du dir vorstellen, dass das schon 200 Stunden bei am Spiel und dann schmeckt schon recht haltend gesehen. Ja, doch, da kommt man sogar ganz gut Ja, vorstellen. Müll. Gut mit den, wie kann ich helfen? Ja, man, ich ging ganz gerne eine Vakanz buchen. Ja, sag mir. Also, es soll ein Gegend sein mit einer schöner Flora und Fauna. Höhle wäre cool, viel Höhlen zum Erforschen. Wäre es möglich, dass Touristenguiden noch nicht mehr kryptische Plätze bringen? Ja, vielleicht oder etwas, wo Festivals auflaufen, wo ihr ein bisschen Party machen mit den Dudes. Ganz wichtig, Sumpfgegenden. Irgendwie zieht es mich seit 2009 regelmäßig dahin an. Am besten nicht zu teuer. Also, wäre das etwas möglich, vielleicht? Moment, ich gucke. Yes. Wie wird das heute? Perfekt! Hei huet FromSoft sich selber übertraff mit enger riesiger Map, der iwwer dems nach viel verstoppten Arealer, klenger groß Dungeons bit, und dabei auch noch so aufwieslungsreich Design das, da den zum Schluss wirklich Gefühl huet, durch den ganze Kontinent gereist zu sehen. Wen alles gesievel, wat Elden Ring zu bieten huet, kann dafür sicher über 100 Spielstunden nachherrschen. Dafür ist es mehr wie praktisch, dass als Spielfigur neuerdings Reiter ja dabei hat, das nicht just schnell laufen und mehr weit sprangen kann, mir auch ein großes Hölle, was für am Kampf riesig Gegner auszumanövrieren. Allerdings ist vom Reiter ja aus dran zu schlagen ein bisschen unpräzise und hier so ein richtiger Krampf. Aber das neue Sort von Action ist trotzdem klar eine Bereicherung. Am Kampf kann ihn außerdem Geister herbeirufen, die dann am Spieler zusammen die Gegner angreifen. Es gibt unwahrscheinlich viele verschiedene Geister zu finden, von einfachen Wölfen bis hin zu legendären Kriegern. Das Geister kann ich noch levelen, aber gehen dadurch sehr zur Tromquat, wenn ich von mehr Gegner an Mangel geholt oder von einem übermächtigen Boss an den Neck gedrückt. Elden Ring bietet mehr Waffen, mehr Rüstungen und mehr Zaubereien wie jemals für drin. Aber wem das noch nicht genug ist, die freut sich sicher, dass Waffe Spezialattacken lo als sogenannte Kriegsaschen frei auf eine grosse Teil von den Waffen appliziert und so oft die will ausgetauscht können. Für viele Waffen kann ich sich also lo auch noch aus einer helle wohl Optionen der Spezialmove einfach raussichern, was noch mehr individuelle Spielstile ermöglicht. Auch bekannt als die Kleinkries Dark Souls 3. Und schlussendlich gibt es auch neuerdings einen Dara-Nursch-Zyklus. So kann ich während der langer Zeit, die ihn an der Welt verbringt, doch gesehen, wie die Sonne ob anderem Ruf geht, und vielleicht auch sie kaum ein Stück vier und da gibt es sogar eine ganz Handvoll Bossen, die auch schluss nur so tauchen. Also halt immer einen Nahen ab, nicht dass er etwas verpasst. Grafikfanatiker kritisieren zwar, dass auf den Next-Gen-Konsolen Grafik nicht die allerimpressionantste ist, aber dafür lief Elden Ring bis auf gelegentlich Framerate abrech proper optionale Konsolen und ihr seid durch vergleichsmäßig richtig schick aus. Der Spielumfang und die Ästhetik kompensieren den Detail meiner Meinung nach aber völlig. Und es schlöwen auch ganz besonders die Inszenierung von den Hauptstorybossen, die durch einzigartige Gimmicks und cineastische Feeling für mich Highlights zum Spiel sind. Apropos Story. Hier soll der bekannte Schriftsteller George R.R. Martin mitgewirkt haben. Mit Geschichte fühlt sich ganz Dark Souls typisch an. Die Aufgabe ist es, Stecker vom Elden Ring anzusammeln und zum neuen Elden Lord zu gehen. Aus Storyfetzen, Dialogen und Itembeschreibungen kann er sich die Geschichte von der Welt von Elden Ring zusammenreihen. Erst weil zudem die Welt so ist, natürlich mit den vielen NPCs auf sich. Auch bei den NPCs ist es nicht ein richtiger Challenge für all hier oft undurchsichtige Quests, um ein gut Ende zu bringen und nicht wertvolle Belohnungen zu verpassen. Es ist sicherlich nicht den einzigen, der bei den Quests mehr wie einmal die Internet-Wiki herbeigeholt hat, für nur zu lesen, wie ich eine Quest richtig machen muss. Schlussendlich sind FromSoft-Spieler aber auch für ihren hohen Schwierigkeitsgrad berüchtigt. Und auch Elden Ring kann gnadenlos und richtig frustrant sein. Zumals, wenn ihn einfach drauf lassen will, der Hauptstory no gehen, werde ich spätestens beim ersten richtigen Boss merken, dass er nicht für den Challenge gerüstet ist.
Welt will erforscht gehen, a wie sich für dich mal richtig umguckt, dabei besser Ausrüstung findet, levelt, könnt ihr besser durchleben. Mal vor ihr, die sich an ein Gegend, wo schon den echten Mob den Tod bedeutet, mal von den recht spät ein Gegend, wo ihr sich wie ein krasse Motherfucker fühlt, was gut der Boss auf 15 Sekunden down ist. Am Endgame lädt Elden Ring allerdings noch mal den Drop und sogar mit der besten Ausrüstung als falsche Move gerne die Lash. Andererseits könnt Elden Ring als aber auch mal ein paar neue Quality of Life Verbesserungen entgehen, wie einem neuen Crafting-System. Den ich quasi nicht benutzt habe. Oh man, ich will nicht wissen, wie zugemüllt dein Inventar muss ausgesehen. Denen erlaubt, nützliche Items, die nach freie Spieler nach schüss teuer kaufen oder limitiert an Dungeons fannen könnt, los selber durch Ressourcen herzustellen, die ihn unendlich an der Gegend ansammeln kann. Waffen nutzen sich auch nicht mehr auf, an den neue Block-and-Counter-Move gouf als dem Mann ausspruchsvolle kleine Bruder von Perry angefordert. Me dat wohl allerpraktischst. Die meisten Bossen hunne lo ein alternative Savepoint direkt für in ihrer Arena. Durch Reihe von Mobs sprinte für Seherem bei den Boss zu kommen, gehört dummer der Vergangenheit. Gell, Dark Souls 2? No all dem Luf muss ich dann aber auch eine böse Kritik lassen. Dam, dam, dam! Für so ein riesiges Spiel wie Elden Ring mit genug Content zu füllen, braucht unter anderem viel Bosse. Zu diesem Zweck wird FromSoft so ziemlich alles, was nicht der Storyboss ist, recycelt und haben so nach einmal recycelt. Hey, hier ist der Bob. Der Bob, den hat ein Feuerschwert. Ah, hier ist der Blob. Das ist wie der Bob mit einem Magieschwert. Hey, der Weaver, das ist der Blob, den hat ein Donnerschwert. Hey, das hier kriegst du den Bob an den Blob. Das hier kriegst du den Blob an den Blob. Aber jetzt war zum Schluss kriegst du Bob, Blob an Blob. Have fun. An, du kriegst heinst du den Bob und dann direkt nur den Bob. So, Boss, du warst so ganz spaßig, aber du warst besiegt, als ob ein Pubel mit da. Danilo, denk dran an Recycling. Zufrieden? Och sind eng Reihe Gegner an NPCs ball 1 zu 1 als freiere Spieler überholen, heiern so sogar inklusiv Moveset. Aéi bei so grosse Spieler leider ball net ze evitieren, können och nach immer verschiedene Bugs optauchen, die schlimmstefalls Questfortschritt verhindern, oder wéi bei mir schon geschiet, verursachen, dat de Boss es selber eliminiert. Wahrscheinlich leider nicht beim Melania. Nee, ich wär traurig, wann ich de Fight net richtig kennt. Du hast noch nicht gemerkt, das ging jetzt wahrscheinlich nicht so. Fazit: Elden Ring als von denen rare Spieler, ob dat unheimlich hohe Erwartungen gesagt goufen, an et trotzdem gepackt hat, diese Erwartungen zu erfüllen, an Deelweise gut zu übertreffen. Die riesig, kreativ, randvoll mit Geheimnissen gepackte Welt ist definitiv der Star von diesem Spiel. Dat den Entdeckerreiz an individuelle Spielfreiheiten mehr ukurbelt wie all seine Vorgänger. Veteranen könnten Elden Ring reprochieren, dass es zwar als eigenständiges Spiel angekündigt gouf, aber am Design, Gameplay und sogar Story so viel vom Vorgänger Dark Souls recycelt, dass es sich wirklich wie den Dark Souls 4 aufhielt, just halt verbessert und optimiert. So oder so, Elden Ring ist ein Tribut und der Volksgeschichte von FromSoft, an dem alles, was die Spieler früher belebt gemacht wird, integriert und teilweise sogar noch verbessert gouf. Elden Ring fühlt sich ohne wie die feine finale Entwicklung von der Souls-Formel und zählt schon zu den meistverkauften Spielern überhaupt. Und ich hoffe, dass das Spielprinzip gern hat, weil lo, wo all die anderen Studien wann von der Kette wie gut die Stadt verkauft hat, man dann die nächste Jahr kriegen. Aber hey, Elden Ring ist geil, von da hier, das so kleine Schuss, die wir können erkraft wollen. Ja. It's no surprise to be sure, but a welcome. So, und zum Aufschluss gibt es noch etwas zu sagen. Adi! Hat das Gerücht? Ja, der Billy kriegt das schon hin. Oh ja, Sümpf. Viel Sumpfgegenden.